So Leute, jetzt müssen wir auf jeden Fall einmal einen Sieg machen. Ich habe mir gerade mal meine Aufstellung angeschaut und die war auch nicht so bescheiden. Okay, aber naja, viel wechseln können wir nicht. Weil wir noch nicht so viel Auswahl haben, aber das ändert sich dann im Januar. Da kriegen wir ja einen zentralen Mittelfeldspieler. Und dann haben wir schon mal eine Option mehr. Ob wir dann die anderen zwei behalten, ist wieder die andere Frage. Also ich denke, Caballé können wir nur lassen. Am Anfang war ich der Meinung, den verkaufen wir auch. Aber ich glaube, den lassen wir im Team. Weil so schlecht hat er jetzt in den letzten Spielen nicht gespielt. Aber ich denke, Kyoto, den hauen wir weiter. Und kriegen dafür bestimmt noch die eine oder andere Million. Und die können wir besser investieren. So, also wie gesagt, wir müssen Tore schießen. Die letzten zwei Spiele waren ja ziemlich beschissen. Deswegen müssen wir jetzt wieder zurück in die Erfolgsspur. Ansonsten fallen wir um und aus die Champions League Plätze. Und wir wollen ja nächste Saison, wenn möglich, in die Champions League. Jetzt ist natürlich Europa League auch ganz cool zum Spielen. Aber in der Königsklasse ist es gleich noch ein Tick besser. So, Nolan. Mit Fehlpass. Wir genauso. McCartney. Gewaltschuss. Und der Ball ist noch heiß. So, jetzt hat er ihn. War natürlich schon wieder super gewesen, wenn wir gleich wieder ein Gegentor gefangen hätten. Also eingefangen hätten. Ja, und da, Freunde, haben wir es. 1-0 West Ham United. Und da haben wir wieder richtig verpennt hinten. Maiga. Und so schnell kann es gehen. Also das können wir in letzter Zeit können wir das nicht, dass wir so schnell ein Tor schießen. Zumindest in den letzten Spielen nicht. Also im Moment ist ein kleiner Wurm bei uns drin. Der Beginn einer kleinen Krise. Collins. Der Torschütze Maiga. Taylor. Aber es war eigentlich wieder ein Blitzgegentor. Der Torwart lässt ihn abprallen und dann staubt natürlich einer ab, der gerade günstig da steht. Aber so schnell kann es, wie gesagt, eben gehen. Aber da müssten wir schon die Klasse haben, dass wir das auch wieder ausbügeln. Aber ich weiß nicht, ob wir da zurzeit in der Lage sind. Maiga. So, das war ein Foulspiel von Coloccini. So, fast 21 Minuten gespielt. 1-0 liegen wir hinten. Ronaldo auch ganz weit in der Verteidigung hinten. Er sollte lieber 4 gehen. War das Abseits? War kein Abseits. Ben Arfa, das war doch mal so ein Ding. Haben wir schon lange mal gesehen von Ben Arfa. Naja, Ronaldo mit dem Rücken zum Tor. Da wird natürlich kompliziert zum Einkämpfer. Achso, es gibt Ecke. Gut, nehmen wir heute eine Ecke. Aber bei Ecken sind wir ziemlich schlecht, finde ich. Da haben wir selten mal eine gemacht. So, Taylor, ganz allein. Den sollten wir vielleicht einmal locken. Santon.
Dembaba, da ist doch. Also, nach langer Zeit schießen wir mal wieder ein Tor. Nach 2 torlosen Spielen machen wir endlich mal wieder eins. Ja, sehr schön. Und zwar schön in den Winkel gezimmert. Oh, das war glaube ich nicht so gut. Ryan Taylor. Gibt der Gaby. Vor die Augen vom Linienrichter haben wir den umgeknallt. Gott, nichts für ungut. So, Krull Hodden. So, aber wir sind wieder im Geschäft. Mit dem Ausgleich. Dembaba, nächste Torchance. Den wollte er mit Gewalt reinhauen. Zweite Ecke. Vielleicht können wir mal nicht machen. Nicht ganz. Maiga. Ja, da wollte er sich irgendwie durchschleichen, aber er hat die ganz gehaut. Gutierrez. Kann er flanken. Aber sonst kommt keiner wirklich auch nicht. Nolan, jetzt mit dem Konter. Maiga. Oh, weiter Ballen auf Ronaldo, kein Abseits. Und es war Foulspiel. War keins. Naja, hat für mich anders ausgeschaut. Oh, Ronaldo kann nicht machen. Riesenchance. Vielleicht wird Lupfer besser gewinnen. Aber im Eifer des Gefechts denke ich da gar nicht immer dran. Maiga mit der letzten Chance vielleicht. So, geklärt. So, also Schiedsrichter pfeift erst einmal ab. Ja, auf jeden Fall haben wir unser Tagesziel schon mal erreicht. Wir haben ein Tor geschossen. Ganz wichtig, 1:1 bisher. Und es ist auf jeden Fall ein offenes Spiel, also man weiß nicht, wer am Schluss als Sieger hervorgeht. Aber wir werden trotzdem, glaube ich, wechseln. Und zwar geht Oscar außer und Anita kommt. Und zwar fürs defensive Mittelfeld. So, die anderen bleiben und starten so in die zweite Halbzeit. Vielleicht können wir noch uns drauflegen und holen uns noch 3 Punkte. Ja, war nicht so toll. Konter, Maiga. Anita ist hinterher. Nächste Flanken. Ja, da war ein Abseits, der Torschütze. Und zwar eindeutig. Ronaldo und Alu. Das war's natürlich gewinnen jetzt. Wenn der gesessen hätte. Ich glaube, der hat auch schon lange kein Tor mehr geschossen.
Zumindest kann ich mich nicht mehr an ein Ronaldo-Tor erinnern. Javis. Der kriegt wieder nicht drauf. Und gibt Freistoß. Oh. War das ein Eigentor? Ich glaube, das war ein Eigentor. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, Coloccini. Unfreiwillig auf den Kopf gekriegt. Oder? Ich glaube schon. Ja, der andere war schon irgendwie mit ein paar Haarspitzen dran, aber Coloccini hat ihn dann endgültig ins Tor befördert. Und somit liegen wir hinten. Naja, zumindest haben wir 2 Tore geschossen. Auch wenn es ins falsche Tor war. Was möchte der da hinten mit davon? Maiga. So, jetzt können wir natürlich wieder einen Ausgleich schießen. Irgendwie. Obwohl wir nicht in bester Verfassung sind. Weiter Pass, Maiga. Bloß nicht im Strafraum faulen. So, geklärt zur Ecke. Erst einmal. Die erste für West Ham. Was war das jetzt? Abseits. Ich hätte schon gemeint, das war ein Foul gewesen. War natürlich bitter gewesen. Gutierrez. Ja, das war etwas unrealistisch, dass der irgendwie da durchkommt. So, fast 70 Minuten gespielt. Und wir liegen zwar uns hinten durch ein Eigentor. Und glaube jetzt gibt es Gelb gegen Santon. Nein, gegen Taylor. Unser Innenverteidiger. Und es gibt Ecke. Okay, die zweite. Das war wieder Foulspiel, aber Vorteil Laverlussen, Javis. Ja, jetzt steigen die Fehlpässe bei uns. Ist natürlich die beste, wo wir machen sollten jetzt. Irgendwie kommen wir gar nicht mehr durch hier. Nolan. Unzufriedenheit bei die Fans, aber mei, der Schiedsrichter hat die Abpfiffer. Und Taylor mit Risiko, der hat schon gelbe Karten. Könnte wenn möglich nicht mehr faulen. Ja, Ben Arfa kann sich auch nicht durchsetzen. Ja, im Moment scheitert es bei uns an der Durchschlagskraft. Wir sind nicht in Bestform und das merkt man auch. Denn wir haben schon bessere Zeiten gehabt und haben da richtig zurückgeschlagen.
Und das war zuletzt bei Chelsea so. Ja, Newcastle, also West Ham beschwert sich. Ja, wir beschweren uns allerdings auch, weil wir einen Ausgleich nicht kriegen. Und es wird gar nichts noch gespielt. Ja, und somit war es das. Letztendlich haben wir uns selber abgeschossen. 2-1 verlieren wir also gegen West Ham United. Ja, in der Aufnahme war man nicht so besonders erfolgreich. Aber man kann, wie man kennt, wie wir wissen, nicht immer gewinnen. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. So, in der Tabelle plumpsen wir ober aus die Champions League Plätze jetzt in die Europa League. Aber gut, wir haben noch eine Rückrunde zu spielen. Und es ist noch nichts entschieden. Im Grunde können wir sogar noch Meister werden, aber ich denke mal, so weit kommen wir gar nicht. Zumindest in der ersten Saison noch nicht. Und wir haben ein Angebot für Amiobi. Ferguson ist gesperrt, das wissen wir. In der Europa League, aber da geht es um nichts mehr für uns.